Herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von Pokémon Sonne und Mond im Quatschutsu-Style. Muss gerade überlegen, wie ich das gerade formulieren soll. Aber so passt es eigentlich. Okay, wir haben hier noch eine TM. Hier gehen wir wieder runter, wo ich gar nicht hin will. Weil ich jetzt an den Typen hier vorbei muss. Hey Mann, lange Mann! Jo, finde ich voll daneben, wenn jemand immer alles voll krass und verbissen sieht. Meine Aufgabe Team Skull gehe ich aber voll instant. Irgendwie strange. Der Akzent ist auch irgendwie voll strange. Dr. Strange. Oh mein Gott. Dr. Strange ist euer Boss. Nee. Ja Mann, Malunk, was geht ab? Quatschutsu. Ja, ich hab Wasserbonus, das wird gleich richtig wehtun, Kumpel. Alter, bei der Ding, Wasserschuriken. Moment mal. Sollen wir ganz kurz gucken, wie es mit den Werten aussieht, weil ich glaube, früher war ja Wasserschuriken sehr schwach, in Grundstärke 10 oder so. Aber mittlerweile 30 und als Eschquatschutsu sogar 50 oder 60. Ist jedenfalls viel stärker der Wasserschuriken als früher. So viel ist klar. Doch nur 15. Dann war früher 10 oder so. Die ursprüngliche Stärke nicht schwächer. Ne, er müsste jetzt stärker sein. Und davon, ja, bis 2 bis 5 Mal, also zweimal trifft er mindestens, also haben wir schon mal 30. Plus Stab drauf und nachher als Eschquatschutsu nochmal Bonus drauf und dass er nur zweimal trifft, sowieso unwahrscheinlich, also eher 3 bis 4 Mal. Dann schon mal 45 bis 60 Stärke. Optimalfall 75, plus eben Boost noch, wegen Stab. Ja. Ist schon nicht schlecht von dem her. Dadurch geht's besser, aber ist eigentlich immer so. So, ich glaube jetzt einmal ganz nach links und dann müssen wir noch die Themen haben. Es ist der Gift-Typ! So habe ich gerade ein bisschen an. Überlegen, wie ist das Pokémon schon wieder? Kniemunkel? 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 Auf alle Fälle das Gift-Kampf-Pokémon aus der 4. Generation und ja, aus dem Pokémon-Anime. Die Sinnoh-Staffel mit Rocco übrigens, weil, ja, man kann schon denken, warum wir haben den Gift-Typ eingesetzt hat, um irgendwie K.O. zu schlagen. Nee, also Feuer-Pokémon sind doch eher ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Er ist doch eher physisch orientiert, wa? Salamandra ist eher. Physisch. Eher speziell als physisch. So, mit dem Schuh raus. So, du bist bereits platt, okay. Der hat ausgeplättet. Kuckuck! Voller Schocken! Ich gehöre zu Team Skull, ich bin wohl gern grob und ein Fan von Wenn du Fleabase. Jesse? Ah ne, das war ja James in der Anime-Serie, der mit dem Fleabase hatte. Es sind 2 Pokémon. Okay, ist jetzt trotzdem Radfahrt sein, obwohl sie Fan von Wenn du Fleabase ist. Das macht Sinn. Radfratz, normal, Unlicht, Unlicht. Aha, ist gar nicht sehr effektiv. Ja, Kette zum Austauschen, ja toll. Ne, warum eigentlich nicht? Das war's für Radfratz. Die Mathe Freundschaft! Krieg das Blatt! Yeah, Mann! Was geht ab? Und du kommst zurück. Also Verwandlung ja voll gelohnt, ey. Kämpft bereits, ne, eben nicht mehr. Gut. Sensei, ich habe wieder mal eine Chance. Ich bin ja nett zu dir, wie immer. Du hast einen coolen Namen, du siehst cool aus. Die Werte sind halt ein anderes Thema. Aber nicht doof. Hä? Dieses Fan von Enoflibis hat aber kein. Verstehe das nicht.
Das könnte wehtun. Mann, ey, das ist ein 4-fach-Damage wegen normal Unlicht. Und Sensei killt's trotzdem nicht. Ich weiß, es ist physisch vorne nicht speziell, aber trotzdem, man kann ja wohl ein bisschen mehr von so einem Sensei erwarten. Ja, offenbar ja nicht. Dafür sehen wir jetzt mal Age-Katschutsus Wasserschurken. Ist auch immer ein Blick wert. Ich glaube, jetzt wundert uns auch keinen mehr, wieso ich da Sensei bei Gelegenheit mal austauschen will. Was ein Reinfall, da habe ich echt versagt. Was einfach nur eine Spur zu krass für mich. Seltsame Stimmlage hat die Braut. Egal, nicht mein Problem. Was noch schönes? Einzigartwürfel schon wieder. Danke, danke. So. Hier klingt es nach Ibitax und Panzereron. Mit einer Spur von Ledian gemischt. Nein, Manguspektor, der tut alles wacht. Hey, du Trampeltier, wie geht's denn so? Na, verstanden, Freunde? Trampeltier? So, egal. Was? Achso, man sagt nur Trampeltier. Ja, ist halt mit amerikanischem Akzent. Da wird nur zusammen getroffen. Ja, das vorhin noch, das trifft, das ist relativ unwahrscheinlich zweimal. Alter! Mit Super Zahn zieht immer nur die Hälfte ab vom aktuellen KP. Ja, so ein Manguspektor darf man nicht unterschätzen. Vor allem, weil er allzeit bereit ist. Denke für eine neue Scheiße. Ein Zitrobeere, dankeschön. Es ist noch eine Beere da. Eine Prunusbeere, dankeschön. Und es ist noch eine Beere da, eine Zitrobeere. Wie könnte es anders sein? Aber kein Pokémon, lustigerweise. Die Qual der Wahl. Sensei zurückbringen, ja, nein. Ja, komm. Ich habe sonst nichts zu tun, als Sensei immer und immer wieder zu beleben. So. Ich habe dazu und natürlich das nächste Pokémon. Wenn es zumindest mal ein seltenes wäre, würde es mal lohnen. Aber nee, es ist nur ein Ledian. Panzereron, Ledian, Ibitak. Manguspektor, okay. Das sind die es hier irgendwie vertreten sind, die sich hier wohlfühlen bei Team Skull. Schön. Na, willst du jetzt bei Team Skull mitmachen? Warte mal, da ist das so ein Z-Ring. Ey, was geht da? Bist du auf Winterlandschaft oder was? Oder warte, ich hab es geschnallt. Du willst nur diese mal die Winterlandschaft hingeschmissen haben. Du glaubst nicht, du kannst ja mal so aufkreuzen und uns runter machen, wa? Doch. Ich meine, wenn ich euch nicht runter mache, wer macht's dann? Ja, Mann, 2 gegen 1, das ist voll fair, ey. Macht doch, was ihr wollt. Ihr habt doch eh keine Chance. Tramato, Tramato. Apollo. Mit der Lex wegen 3DS. Oh yes. Thank you very much. That's so freaky, guy. Also jetzt reicht's aber. Jutsu. Tschüss, Tramato. Das war aber ein dramatisches Ereignis. Yeah. Würde ich aber auch sagen. Quatschutsu geht hier zu. Quatschutsu. Alpala. Ich bin verwirrt. Ich bin nicht mehr Ash Quatschutsu, also bin ich Michael Quatschutsu oder was? Psycho. Ganz ehrlich, wenn Sensei das nicht mit dem One-Hit-KO geschafft hätte,
Ich hätte ihn direkt auf die Bank geschmissen. Ich wäre sogar mit Glurak zurückgeflogen, extra. Und dann hat er die Bank gepackt. Ja, dir geht's richtig gut, wa? Boah, kann ich klagen? Sensei ist ein bisschen nass. Ja, dann natürlich. Danke, Mann. Und danke natürlich, dass du mich im Team hast, obwohl ich so scheiße bin. Du bist nicht scheiße, das sind deine Werte. Das ist natürlich recht, Mann. Wie geht's dem Rest unserer Clique? Alle können was zu Futtern vertragen. Satt? Na, kein einziger. Keiner von euch guckt Satt 1, wa? Den noch. Wir fragen uns sowieso, wie kann Quatschutsu überhaupt so Bomber generell etwas essen, weil das, was wir da sehen, dieses Violette um ihn herum oder Pinke wohl eher, das ist eine Zunge. Das ist nicht irgendwie schade so, es ist eine Zunge. Wie kann man etwas essen, wenn man die Zunge rausstreckt? Das müssen wir mal zeigen, Leute, dass das funktionieren soll. Stange-Trainer kann ich nicht ab, nur weil du uns besiegt hast, sind die noch lange nicht hier durch. Hey, Junge. Der Tod kommt mich holen. Was? Du siehst so aus, als wolltest du hier rein. Bist du da ganz sicher? Bereite dich lieber gut vor, denn hinter dieser Tür wartet Team Skull auf dich. Wer durch diese Pforte schreitet, tritt ihnen bei oder fordert sie heraus. Hast du das gut überlegt? Jo. Du wirst schon wissen, was du tust. Jeder von uns hat so seine Gründe. Hier, ich öffne dir die Tür. Und keine Sorge, sollst du es nicht schaffen, werde ich deiner Familie Blumen schicken. Ach du Scheiße, ist dir alles im Arsch. Jo, check mal diese Pfeife da aus, Bro. What's up? Da steht uns voll in unserem Flow. Schick mal eine WhatsApp. Lass den Knips im Regen stehen. Wir haben schließlich unsere Ballade. Ich meine natürlich Barrikade. Willst du jetzt aus dem Weg räumen? Und den Ball ganz überzuziehen? Du hast recht, Alter. Mach die Biege, du Fliege. Solange du keinen Schlechtweg findest, kannst du da draußen gerne versauern. Klar, Pokébälle werfen, da drüben können sie nichts. Wir sind nur so von Mitgliedern von Team Skull. Augen auf dem, beim Eierkauf. Hä? Otto? Bist du irgendwie nass geworden oder so? Oder was ist los? Beim Eierkauf, WTF. Ja, der andere Typ von vorhin, war das irgendwie der Friedhofsgärtner oder was? Der hat irgendwie verflixte Endercam in so einem Friedhof-Typi. In so einem Grabwächter oder Grabräuber. Schon ein Friedhofswächter so etwas aus einem bestimmten Zelda-Spiel mit einer Ocarina. Die Zeit zurückspielen kann und so. So, ein Top-Schutz. Ein Top-Schutz für den Schmutz. Alter, was ist eine Stimmung, ey. Jetzt ist alles komplett im Arsch. Keiner will hier sein, alle müssen. Es ist einfach nur scheußlich. Aber ich habe ja ein geiles Team, das mich hier schon durchbringen wird. So, jetzt können wir kämpfen, Leute. Was geht denn jetzt ab? Wie kommst du einmal auf einmal hier rein? Aber ich hatte total whatever, das wirst du nämlich jetzt gleich bereuen. Check it out. What's up, Digga? So sehe ich aus, wie so ein What's up, Digga? Ihr habt keine Chance gegen mein Superteam, denn ich bin auf alles vorbereitet. Kaipora, it's your turn. Wie, Kehrtwende? Nee, nicht der Turn. Ich will mal sagen, pflücken. Aua, so ein Geißel mir weh. Liberak. Ich hab's gewarnt. Wir können Zeit von diesem Kampf zurückreisen, meine Damen und ich sagen, den Quatsch sein zu lassen. What's up? Check it out.
Wenn wir da bloß uns auf die Barrikade gegangen, so hab ich den Salat. Marinade, wir sind auch ohne Barrikade krass stark, da kriegst du angezahlt. Nur zu. Überhaupt gar kein Problem. Ja. Wie ich schon mal erwähnt habe, wegen der Stadt und so, dass ich das auch nochmal in Sonne zeigen möchte. Aber das hier, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich nicht, wenn ich das aufgenommen habe. Es war doch erst etwa die Schlussphase. Nein, deswegen, weil es lang genug dauert. Ja, das hier ist eigentlich alles noch ein bisschen das Vorspiel. Ich weiß, klingt gerade ein bisschen doof, aber es ist so. Oh, Gift um die mache da am besten. Ja, pflücken kann ich schon, aber der kann mich in zweifacher Hinsicht irgendwie down machen. Das ist ein bisschen doof. Ja, mir fehlt noch ein Boden-Pokémon. Ich will aber kein Boden-Pokémon ins Team holen. Absichtlich nicht. Ich überlege ja eher ein Gestein-Pokémon. Wenn ich Gestein sage, wissen natürlich alle, wen damit gemeint ist. Ich meine, hallo. Welches epische Pokémon von Typ Gestein könnte ich wohl meinen, dass es nur in der 7. Generation gibt, also nur in so einer Mond-Generation? Ja, gut, wir haben es zwar auch schon trainiert und entwickelt, aber es hat ja 2 Entwicklungen. Na, das Slimeye. Du triffst mich nicht mehr. Ist ja so sicher? Da bin ich auch ein bisschen anderer Meinung. Burn, Baby, burn! Oh yes, jetzt machen wir Team Skull platt. Wir werden es vernichten. Dynamische Maxi-Flamme! Oh, Scheiße. Ich will das nicht! Scheiße! So, ich hatte gewarnt. Ich hab versagt, total versagt, Mann. Ja, mit einer ganzen Kumpanen, insofern bist du in guter Gesellschaft. Oh. Ja, logisch, meine Feuerattacken so schwach, Trottel. Dann war so, hey, wieso macht der irgendwie Funkenflug so wenig Schaden? Ja, logisch, wenn es regnet. Mensch, Michael. Ja, ich bin den Gedanken wieder mal total in anderen Spielen. Nee, nicht ganz, aber ich bin ein bisschen bei der Uhr und so. Ich denke gerade mal an viel zu viel nach, um es kurz zu fassen. Kaipura ist ja auch nass geworden. Und auch wenn so ein Typ Geist ist, Nessa hat es trotzdem nicht gerne. Oh, ist eine Pflanze, es war in einem gewissen Grad an Feuchtigkeit. Ja, ich muss schon zugeben, Kaipura ist, also, ja, Silvao natürlich, um es einen Pokémon-Namen zu nennen, ist schon eines der coolsten Starter-Pokémon, natürlich auch Starter-Endstufen, die es gibt, wie ich finde. Im inneren Bereich von Po kann ich eine verdächtige Präsenz spüren. Ich gerade mal von allen Pflanzenstartern. Bisaflor, ja, natürlich ist es episch und so, Mega Bisaflor, aber es ist erste Generation, da war eigentlich alles episch. Megani vom Aussehen her, ja, und werden eher ein bisschen beschissen. Givaldro natürlich auch episch. Ansonsten noch Sheltera. Typkombination war eigentlich cool, Aussehen und so, wenn ich jetzt nicht so geil, jetzt mal. Also nachher, 5. Generation, Serpi Royal. Das sowieso nicht. Hey yo, was hast du hier zu suchen, Bro? Wir stehen hier im Dunkeln, haben null Bock auf Muskeln. Nur biesrische Sterbe sind unser Gewerbe. Wir sollen Wache stehen, doch wollen ein Däumchen drehen. Was willst du denn, Kampf? Ach komm, lass den Krampf. Pan, pan. Jo, platz nicht rein, wie ein wildes Kleinstein. Wenn du meinst, das Team Skull an nichts denkt, das Krawall, das ist leider ein Knall. Denn das ist nicht der Fall. Wir wollen hier gammeln und gechillt Staub ansammeln. Hier im Pokémon Center, Herr Stromausfall. Unser Permanenter. Komm, bring Licht ins Dunkel mit Münzen, die funkeln. 10 Stück an der Zahl, das reicht allemal. Wirf sie uns in den Rachen, um dein Team fit zu machen. Kein Bedarf, jo. Jojo, ich zahl ja schon. Kein Bedarf, ey. Kein Bedarf, das ist kein Grund zum Freuen. Hoffentlich wirst du es nicht bereuen. Sorry, aber das ist doch, vor allem wegen Pan-Pan, das ist doch eindeutig eine Anspielung auf Team Rocket. Jesse, James, Mauzi. Team Rocket, so schnell wie das Licht.
Gib lieber auf und bekämpft uns der Bauchschmerzen. Das reicht, Rüpel, zurück in deinen Ball. Ein Rüpel im Ball. Ja, lustig, sie... Kann ich den Pets benutzen? Nee. Jo, das muss jetzt rein mit dem Gereime. Du siehst weiter und ich mach dir Beine. Kann ich bezahlen? Ja, jo, krass, du lässt es kochen. Da bist du fit, keine halben Sachen. Aber eben, auf die Box zugreifen? Nö, der geht nicht. Geld ist unser Lebenselixier, Geld ist der Hit. Bist du alle, komm zu uns und machen dich fit. Natürlich ist es cool, dass Pokémon Center übernommen wurde, anders aussieht und so. Die ganzen Sprüche und so weiter, aber grundsätzlich, ich meine, als Anführer von Team Skull muss ich mich schon fragen, was machen meine Leute überhaupt? Wieso lassen die ihn überhaupt rein? Wieso heilen die seine Pokémon? Klar, sie verdienen daran, aber der macht uns gerade zur Schnecke. Versteht ihr? Aber ist ja egal. Freunde, mal vielen Dank fürs Zusehen hier bei Pokémon Sonne und Mond. Nächster Part, wie gewohnt, weiter. Vielleicht sogar schon auf Bromley wieder treffen. Könnte sein. Das Team, wie gewohnt, macht sich ganz gut. Eisbrecher, wie gesagt, nach einem Level. Nachher mal so rüber tauschen. Tauschen könnte ich hier zwar. Wird zwar als nächste Folge geschehen oder eher später. Weil nachher, ich sag's mal so, jetzt geht die Hauptstory schon ziemlich zack auf zack. Und daher, jo, wird noch interessant werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.